Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dach leven Hermann. Dach Caroline. Und dach lev Lückschatzos und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir wieder fast laufen und die 3 Corona-Biester sind noch unterwegs. Vielleicht ist es deshalb leichter, nicht von heute zu erzählen, aber ein bisschen von früher. Wir haben es ja jod, leben Hermann, dass du so alt bist, dass wir ganz viel zurückgehen können und hören, was sind die ersten Erinnerungen an die Fastelavondszeit? Meine ersten Erinnerungen an der Fastelavondszeit, da war ich 4 Jahre alt. Da wohnte man noch mitten in der Stadt, in der Nähe von der Eilsteinsports. Und meine Eltern waren Fastelavondsfreunde. Das heißt also, mein Vater und meine Mutter, die waren dann mit dem Onkel Fritz und der Tante Gertrud und noch die Tante Maria und weiß ich was, also mit 8 Leuten unterwegs. Und wieso? Die waren alle arbeitslos, hatten nicht viel auf der Tisch, aber der Onkel Fritz, der hat eine Quetschebügel und der ging dann vorab, der hat der Quetschebügel spielen und das Schmilze hing drin. Und meine Erinnerung ist, ich lag dann boven auf dem 3. Stock war uns Wohnung, lag ich in meinem Bettchen und der hat dann ab und an immer wieder ein dicke Trommel oder kam halt wieder so eine Zug. Und ich bilde mir in dem Jahr habe ich bestimmt 4, 5 Mal ein Schwied gehört, die vorbeikommen und singen das, warum ist es am Rhein so schön? Das hört sich ja bei nix professionell an. Nee, professionell war das ja nicht. Das ging dann noch wieder. Da kommen die Finger her, ob die, das wurde mir dann später erzählt, das ist nicht mehr meine Erinnerung, kommen dann eine Finger her, ob die Schwitte an und sagt, ach, gehen Sie doch mit mir in ein Lokal. Und dann hat der Onkel Fritz gesagt, das geht nicht, wir sind alle Maler arbeitslos, wir haben nichts in der Tasche. Und da hat der Finger her gesagt, das ist egal, ihr macht das so schön, ich halte euch den ganzen Abend frei. Ja, so hatten sie eine schöne Abend, haben gesüffelt und lecker jetzt gemüffelt und sie haben schön gesungen. Da waren beide Teile daher und auch die Schwitt von meinem Vater, die ganze Voyage waren erst zufrieden. Und du, Kerlchen, warst ganz allein zu Hause in Dingem Tralljebettchen. Wie ist das dann? Wegen gegangen? Ja, wo du sagst, Kerlchen, genau, das war ich auch. Nach dem 5. oder 6. Mal, wie die so Tröpfchen kamen und der dicke Trommschlager, bin ich wieder wach geworden und haben noch Mama und Papa gerufen. Und die kamen nicht. Dann habe ich bei denen in das Schlafzimmer geschaut, die waren nicht da. Bin ich auf der Flur und habe gerufen, Mama, Papa. Und dann kam von unten, die auf der ersten Etage stehen, die Kohle rübers wohnen. Jetzt muss man dabei sagen, die kommen auch erst vom 4. In der Haus waren aber jetzt vorher wie meine Eltern daheim und haben mich geholt. Und weil ich wohl Angst hatte, haben sie mich mit runtergenommen und bei sich in ihr Ehebett geladen. Und zwar mittendrin in der Besuchsritz. Ne, die Betten, die waren ja früher so aneinander. Und da habe ich gelegen und da habe ich geschüttelt verkehrt. Bis dann meine Eltern kamen und das haben die Kohle übers Gott sei Dank geholt. Und dann haben meine Eltern mich mit genommen. Das war es. Du lebst sich. Aber später hast du selbst gefeiert. In der Schule wurde doch sicher auch gefeiert, oder? Ja, in der Volksschule kann ich mich nicht besinnen. Das Einzige war, dass man in der Volksschule Rosemont das frei hat. Einfach am Gymnasium. Da wurde dann eine Fastelavondsfürmittag während des Unterrichts eingeladen. So kommen so ja unsere Lehrer, der in einer Kleidage wurde als Clown maskiert und hat auch jetzt Lustiges verzahlt. Und du hast auch, ihr habt auch gesungen?
Ja, ich habe so getan, als was ich gesungen hätte. Aber das ging noch wieder 1950. Jetzt mache ich einen Sprung. Das war um DKG, um Dreikönigsgymnasium. Da wurde dann die erste Sitzung von unserer Klasse organisiert. Da bist du doch sicher in der Bütt geklommen, ne? Ja, das war die Sache. Da war ich in der Bütt und da habe ich dann noch eine eigene Büttenred gemacht und die Pointe war dann, oder einer der Pointen, 45 wurde man bestraft, weil man Uniform anhatte und Hückwed wurde Wehrpflicht eingeführt. Hückwed mal wieder bestraft, weil man keine Uniform trage. Und dann waren da 3 fremde Lehrer, die haben so gehört und die haben dann in der nächsten Tag verzeiht, der Hermann, das ist ein Kommunist. Und das hätte man ehrlich gesagt, hätte man wie getan. Du und Kommunist. Wer dich kennt, der sich da wirklich amüsieren. Ja, du lebend Kommunist, was hast du dann angetroffen damals? Ja, was war damals üblich? Es war ja noch, 2 Jahre nach der Währung, da hätten wir alle Klamotten genug gehabt. Da kommen auch die Lappenkostüme. Ich kann es ja heute noch im Karnevalsmuseum, da haben sie ja richtig kultiviert, die Lappenkostüme. Das wurde dann auf Anzug genäht. Oder die Hemden, das waren geblümte Hemden, also nicht so Ringelhemdscher, wie sie heute üblich sind, in Rot und Weiß, da hätten wir richtig stolz. Da wurde ja Geld für uns, aber ich weiß noch, dass ein Klutemütz gebastelt wurde. Ein Klutemütz, die war ungefähr 40 Zentimeter hoch, rund, schwarz und vorher wurden 3, 4 Knöpfe drauf gemacht. Warum, weiß ich nicht. Oder eine kleine Schirm, das war die Klutemütz. Die hat mir viel gesehen, wo ich mich besinnen kann. Ja, also das war nichts Besonderes, das kam später. Aber das war ja auch wieder eine Anlass, sich zu treffen und so jetzt zu basteln. Hüke und Lück allein in die Geschäfte oder lassen sich das schicken, das ist ja viel weniger kreativ wie damals. So ist es. Aber lass mal noch uns zurückgehen, ob der Fastelovenzig dass der Krieg angefangen hat. Dass die Nazis der Fastelovend überhaupt toleriert haben, war doch jetzt Jodes, oder? Das war jetzt Jodes. Er war nur, weil es den Nazis mit der Propaganda geholfen hat. Die schließlich, ja, wird lange Zeit vorher keine Rosenmontagszug mehr. Erstens während dem Ersten Weltkrieg, von 1914 bis 1918, dann kam die Besatzungszeit. 1920, 21 war die Weltwirtschaftskrise. Der erste Rosenmontags noch erg viele Jahre war ausgerechnet 1933, wie die Nazis an der Macht gekommen sind. Übrigens, damals war der Konrad Adenauer, Oberbürgermeister von Köln, der sich ja dann auch die Nazis flöck gewippt haben. Jetzt das Stichwort Propaganda, was haben die dann gemacht? Ja, das war eine fiese Sache. Sie haben, der Lissem, der muss sich wohl bereit erklären, warum auch immer, lassen wir das jetzt stehen, dass da antisemitische Züge, also regelrechte Waren, die wurden so gestaltet, zum Beispiel, da ziehen die Letzten hin. Das heißt also noch, über das Meer, dass sie Russ aus Deutschland waren. Also das war eine derartige Feindpropaganda, da könnte ich heute noch sonst jetzt kriegen. Also das ist so, ich weiß heute noch, wie meine Tante Martel sich abgereicht hat, aber auch viele Leute, die sich überhaupt nicht abgereicht haben. Wie der Ware mit dem Bürgermeister von New York kam, mit einem fiesen Gesicht. Und der Kopf vom Stalin, der haben sie aufgehackt auf einem Tablett serviert. Es gibt einem jetzt noch wenn man dran denkt. Ich war nicht verantwortlich, ich war ja noch eine Küttel, aber es war wirklich etwas schäbig. Und es gab auch Leute, die geflöht haben.
aber die hinken Unger im Jubel von der anderen. Es war ja auch verdammt gefährlich, wer da jetzt gesagt hat, der konnte sich direkt im KZ wiederfinden. Aber ist natürlich alles gestunken und geloren, wenn man sieht, dass es in Köln, weil wir ja also leger sind, überhaupt kein Nazis hier jove hat. So hätte man erzählen bis in der 80er Jahre, dass das so gewesen ist. Also eine muss man aber dann doch erwähnen und da kann ich ein bisschen stolz drauf sein, auf schön, dass es keine Verwandtschaft ist. Der Karl Küpper hat ja auch Menge Namen. Er ist keine Üm oder sonst jet von mir. Der war wirklich couragiert. Der ist auf die Bühne gekommen und hat die Hand gehoben wie für der Hitler groß und hat dann ever sing Sprüche gemacht. So hoch ist bei uns der Dreck im Keller. Und so jetzt. Das war natürlich arg gefährlich. Und sie wollten ihn auch jen verhaften und er ist einfach gewarnt worden, hat Wigger gemacht, er war dann, wie es eins wurde, hätte er sich, damit er nicht in de Blech kommt oder in das KZ kommt, hätte er sich dann freiwillig zur Wehrmacht gemeldet. Und da konnte er am Fronttheater dann die Lücke unterhalten und ein bisschen motivieren. Und 1900, jetzt gut der Witz dabei, 1944, also da war der Krieg halt verloren und die Nazis damit auch 45 war, hatten sie ja endgültig nichts mehr zu Kamelle. Da wollten sie sein Redeverbot abheben, haben sie beantragt, von der Stütz, ne? Weil er die Soldaten ja unterhalten hat. Und der war dann so populär, dass das so war. Es ist ganz lang gewesen, dass man nicht genug darüber gesprochen hat, was der eigentlich sich riskiert hat, der Karl Küpper. Und es ist erst in den letzten Jahren wieder geändert worden. Und da haben sich alle drauf besonnen. Da war er 50 Jahre alt, der ist 1970 gestorben. Und da haben sie eine Preis ausgelaufen. Das war das Festkomitee und die Freunde und Förderer des Kölschen Brauchtums und einer aus der Familie und der Direktor vom NS-Dokumentationszentrum. Und die haben eine Preis ausgelaufen. Der hätte das erste Mal vom Henriette Reker das Carola Rakete gekriegt. Weil die Mumie gezeigt hat. Die Kapitänin. So wie der Karl Küpper. Genau, die hat die ganzen Flüchtlinge nach Lampedusa gefahren und hat riskiert, dass sie auch in die Bleche kommen wird, aber hat das durchgetrocken. Und seitdem ist der Karl Küpper wieder ein bisschen mehr geehrt und man sieht auch ob mal Leute, wo der ungefähr über von Milovic sich rauf hat, dass doch ab und an ein Kätzchen da steht und Blömscher und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Lück mache, die ja nicht zu Demsinger Familie gehören. Ja. Lass mal noch uns zurück, Jan, du hast evans gesagt, das war dann in der Kriegszeit sowieso verboten. Muss man das dann überhaupt verbieten? Das ist eine erg gute Frage. Ne, in Köln jedenfalls nicht. In Bayern und wo die Flugzeuge noch nicht hinkommen, ja. In Köln hat sich das von selbst erledigt, ohne verboten zu werden, weil man jeden Tag oder jede Stunde mit Fliegeralarm und Bombe rechnen muss. Da hatte man da überhaupt keine Fiduz für. Ja, wenn man danach im Keller zugebracht hat und Angst an Mord am nächsten Morgen so tust nicht mehr dort, das stimmt, da hat man sowieso keine Lust für Fastelavond zu fahren. Ja, es kann ja sein, oder es war mit Sicherheit so, die Leute, die hatten so viel Überlebensmut auch, dass sie vielleicht im kleinen Familienkreis sich einen Luftschlange gegönnt haben, diese Fastelavond dann in die Luft geschmissen haben. Ne? Und ein bisschen Musik geholt und Grab für gegessen, wann es noch jetzt der erste Jahr. So ist es. Dann ist es ja echt recht schön, wie es noch im Krieg wieder losgegangen ist. Du hast mir einmal erzählt, dass als 1946 ein paar Lügscher, die nichts mehr hatten und wo nichts zu essen gab, mit dem Quetschebügel auf der Straße waren. Ja, und da jeder da ein wunderbar Foto von. Und das ist wohl auch eine Parade hört sich komisch an, ein gutes Beispiel dafür, was das an Fastelavonds Paselümscher Jahr. Das war quasi verschlissene Alterskleidung und eine Hut, die man jetzt von Deutsch abgesetzt hat. Und wer seine Quetschebügel gerettet hat, da jeder das schöne Foto, ich glaube 5, 6 Lück, 46 innerhalb der Trümmer.
da können wir glatt Krieg an. Wenn man dann denkt, dass die den Lebensmut hat, da Fastelovenslieder zu singen. Respekt, hüg noch. Ich löf, da können wir erst viel von lernen, dass man der Mut nicht abgeben soll und das Beste draus machen soll aus der Situation, wie man sie jetzt auch erleben. Aber da fällt mir spontan in, was ich in der schönste Zucht, der ich nach dem Krieg wohl gesehen habe, das war für mich ein kleines Wunder. Das war allerdings schon 14 Jahre nach dem Krieg. Das war 1959. Da hat der Blumenherold, war bekannt damals in Calais, also keine Schleichwerbung. War der Prinz. Und der hat das Blumengeschäft. Und da waren sämtliche Ware, also sämtliche, wo jedenfalls die Kutsche und so weiter mit frische Blumen bestückt. Da haben die das erste Mal gesehen, so richtig Luxus im Rosemont, das doch frische Blumen, wo die ganze Nacht über die Ware damit bestückt haben. Das habe ich hüg noch, also ein kleines Wunder in Erinnerung. Das war 57, das war der erste Zug, wo sie auch das Fernsehen dabei hatte. Da konnte man ganz Deutschland sehen. Das hätte ja auch gut gepasst. Wir haben am Eng noch eine ganz klitzekleine Sprachkurs mitgebracht. Vielleicht etwas für die Leute, die nicht von hier sind und die Ausdrücke lernen wollen, die am Fastelovend Usus sind. Abgepasst, jetzt wird kalkuliert. Das Wichtigste das ist der Ruf Alaf. Das heißt über allem andere. Und wenn einer Helau rufe deit, sollte ein bisschen vorsichtig sein, was die Leute, die in Röm stehen, Fastelovenzug, wie die darauf reagieren. Also ich stehe das nicht. Ja, da geht es dann der Zug gut. Das ist, ich weiß, für den Krieg, auch nach dem Krieg noch, wie der Zug kam, da kamen die Päder, die Polizeiobpäder in einer Reihe. Das waren nach meiner Erinnerung so 10 Päder, die haben die Straße frei gemacht. Und das war so imposant Bild, das habe ich noch für immer. Höchst sind ja das Motorisierte. Und damals haben die mit ihren Pädern die Straße frei gemacht, dass der Zug kommen konnte. Wenn man dann die Leute begrüßen deit, dann kann man außer Alaf natürlich auch sagen, Fasteloven zusammen. So ist es. Ja, das müssen wir nicht übersetzen, ne? Nö, das brauchen wir nicht. Aber das, was man werfen deit oder was man fangen kann, das sollte man auch wissen, dass da keiner röf Bonbons oder so jetzt, man röf Kamelle. Und das ist für alle Sachen, die man fangen deit, also auch für Praline und was sie sonst noch schmiese, also all der kleine Kram außer de Blömscher. Ja, das sich auch komisch anhören, wenn man rufen, das Bonbons. Da müssen die Leute, der Krieg hat wieder angefangen. Also für de Blömscher deit man rufen, Strüßchen und nicht Strußchen oder was man sonst noch hört. Es sind auch manchmal nicht nur einzelne Blömscher, wirklich kleine Strüßchen oder Blömsche mit so ein bisschen Gröns dran. Ja, und dann nicht zu vergessen, die Bützchen. Ja, manchmal kütt so eine Fastelovensfreund mit nem Strüßchen ob eine an und man soll der Bütze, manchmal ist es nicht so doll, aber jedenfalls das Wort heißt dann Bützchen. Ja, so ist es. Ja, uns nächste Folge kütt am Fastelovensfriedach. Die ist nur gut, aber wir hoffen jod. Bis dann sagen wir aldens Kölle Alaf und für den Viva Fastelovend auch ganz zivilisiert. Tschö.